Es ist Winter auf dem kleinen Hof vom Bauer Heinrich. Der Schnee glitzert, das Chemie raucht und in der Ferne hört man schon das erste Weihnachtsglöckli. Alle Tiere sind fröhlich. Nur eine ist sehr nervös. Die Gans Gerda. Hildegard, bald ist Weihnachten. Wir sollten uns die schönste Gans aussuchen. Wow. Ich hoffe nur, damit bin ich dich gemeint. Natürlich, Heinrich. Die dickste, prächtigste, so wie sich's gehört. Die dickste, die prächtigste. Die meinen wirklich mich. Ich muss da dringend weg. Sofort. Und bevor sie jemanden aufhalten kann, flüchtet Gerda raus in die kalte Winternacht. Brrr, ist das kalt. Meine Flügel verfrieren. Aber lieber verfriere ich, als dass ich am Schluss als Braten ende. Der Hof liegt bald weit hinter ihr. Nur der Mond erleuchtet den Weg. Doch plötzlich ein Knacken im Baum. Wer stört meinen Schönheitsschlaf? Oh, Entschuldigung, ich kann nicht stören. Ich bin Gerda, ein Gans auf der Flucht. Auf der Flucht? Von wem denn? Vor Weihnachten. Vor Weihnachten? Also das höre ich zum ersten Mal. Komm, sitz neben mir in einen alten Baum und erzähl mir alles. Also gut, du willst nicht gefressen werden. Verständlich. Aber wohin willst du denn? Ich weiss es nicht. Ich will einfach nur leben. Vielleicht irgendwo, wo es keine Menschen gibt. Ganz ohne Menschen ist das Leben ein bisschen einsam. Aber vielleicht kann ich jemanden, der dir helfen kann. Auch wenn er ein bisschen buschig ist. Wer meinst denn du? Ja, wer echt? Ein alter Freund. Foxy Fuchs, zu euren Diensten. Oh nein, ein Fuchs. Bitte friss mich nicht. Dich fressen? Ich doch nicht. Bei dem kalten Wetter habe ich mir den Magen schon an gefrorenen Äpfel verdorben. Aber vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Wie denn? Ich helfe dir nicht im Topf zu landen und du hilfst mir nie mehr als Bösewicht dort zu stehen. Abgemacht. Aber wie willst du das anstellen? Wir müssen aus der Gerda etwas Besonderes machen. Etwas, das der Bauer nie schlachten würde. Wie wär's mit einer Weihnachtsgans, die Geschenke bringt? Ein Weihnachtsgans? Wie der Weihnachtsmann? Nur mit Federn? Ganz genau. Das wird unser Plan. Die drei tüfteln und werkeln die ganze Nacht. Die Eule Erna sucht farbige Beeren, der Fuchs bringt Tannenzapfen und Gerda bastelt daraus kleine Geschenke für die Bauernleute. Schaut mal, ich habe sogar einen Schleifen aus Stroh gefunden. Wunderbar. Mit dem sieht dich niemand mehr als Brote. Eher als Weihnachtswunder. Dann los! Noch vor Sonnenaufgang musst du zurück zum Hof. Am nächsten Morgen. Der Hof liegt still im Schnee. Vor der Tür steht... Wer echt? Die Gerda. Mit einer Strohschleife um den Hals und einem Korb voller Beeren und Tannenzapfen. Mami, Papi, kommt schnell! Gans hat Geschenk gebracht. Aber das ist doch unsere Gerda. Ha, so etwas. Ich hatte ja doch wollen. Aber ein Gans, der Geschenk bringt, so etwas bleibt auf dem Hof. Darf ich sie behalten, Papi? Bitte. Natürlich, mein Bub. Von heute an ist Gerda unsere Weihnachtsgans. Und die bleibt jetzt bei uns. Frohe Weihnachten, ihr Lieben. Und so ist aus der Weihnachtsgans Gerda kein Braten geworden, sondern ein Symbol für Mut, Kreativität und Freundschaft. Der Fuchs Foxy und die Eule Erna beobachten das Geschehen vom Waldrand her. Das haben wir jetzt richtig gut gemacht. Du sagst es.